Ich habe im ersten Moment das Gefühl gehabt, das bedeutet so, also es war so ein bisschen wie ein Chord gewesen. Ah, was? Ja. Also das habe ich nicht gewusst. Nö. Ist strong. Healthy and full of energy. Wir werden so ein Cringe-Couple, Alter. Sind wir auch. Das sind wir wirklich. Freunde, es kommt endlich das Video, wo ihr glaube schon relativ lange darauf gewartet habt. Mit dem Can. Hallo. Das bin ich. Crazy. In dem Video, wo wir Fragen im Out beantwortet, hat es geheißen, bei 2000 Likes erzählen wir unsere Story, wie wir uns kennengelernt haben. Ihr habt es absolut zerrissen. Wir haben irgendwie 3000 Likes, also wirklich crazy. Und darum... Was? Das heisst Danke auf Japanisch. Wieso weißt du das? Und darum, das Video ist da. Wir haben es aber nicht so langweilig machen, dass wir einfach da anhocken und sagen, so ist und so ist passiert. Sondern wir haben ein paar Fragen von euch genommen, die ihr uns auf Instagram stellen könnt. Und darum ist es glaube ich spannend, weil dann ist es nicht so von A bis Z, sondern dann wird es auch lustig. Wie alt sind wir zu dem Zeitpunkt gewesen? Wo wir uns kennengelernt haben. Ja, und wo wir uns anfangen zu daten und so ein bisschen so. 18. Ich war 17 gewesen. Digga, ich bin minderjährig gewesen. Crazy. Und? Wir sind doch so 3 Jahre Abstand. Nein, das ist nicht wegen dem. Was war der erste Eindruck vom anderen? Weißt du das noch? Nein. Perfekt. Ich weiss nur, was dein erster Eindruck von mir war. Wie man kurz sagen, als ich dich das allererste Mal gesehen habe, war, wo wir den Dreh für Wände hatten, für seinen Kurzfilm. Und das war in St. Gallen. Und der Adi hat dir geholfen. Heisst, ich habe den Adi und den Can eigentlich gleichzeitig in Real Life kennengelernt. Und ich das erste, was mir aufgefallen ist, dass der Adi gross ist und du klein. Ich habe gedacht, die sind gleich gross. Und das war so der erste Eindruck. Ich kann mich so nicht mehr richtig erinnern. So das Einzige, du bist halt ultra naive Schoolgirl gewesen. So, du hast wirklich keine Gedanken weitergemacht als gerade das Nächste, was um dich herum ist. So. Ja, ich bin ja übel jung, wenn du denkst. So. Was mir halt auch nicht mega aufgefallen ist, das weiss ich nicht, für mich bist du halt mega erwachsen überall. Aber ja, ich bin dort ja auch gerade ausgezogen. Also stimmt, er hat nicht mal mit die Hause gewohnt, Freunde. Für mich ist es so, er hätte 26 sein können. Was war der grösste Fail-Moment, während ihr erst noch verliebt in der Kennenlernphase waren? Es gibt nur einen Moment. An diesen Moment erinnere ich mich nicht mehr. Aber also ich weiss nur noch, dass bei unserem ersten Date hat so einen kleinen Racker gehabt. Wir waren auf der Eisbahn. Und der Sieg hat mich etwa 2-mal umgefahren oder so. Nein, die Story, die mir in den Sinn kommt, ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir unser erstes Date haben. Okay, ja, die ist auch sehr cringe. Also die Story fängt so an. Wir waren dort noch nicht zusammen, haben uns aber schon ein bisschen gekannt wegen YouTube und so. Und dann habe ich gedacht, hey, so wie ich bin, direkt, schreibe dann auch mal so, yo, kann ich dich ausführen? Und dann? Ich weiss nicht, Freunde, ich bin so überfordert, weil ich das irgendwie nicht erwartet habe. Also, ich weiss nicht, wir haben nie wirklich geflirtet vorher oder so. Oder schon? Wirklich? Also, wir waren zusammen an einem Ball, so in schönen Klamotten. Dort ist zwar noch gar nicht gelaufen. Aber ich war gleich überrascht. Auf jeden Fall, ich war irgendwie so perplex. Und wir sind halt beide online und haben vorher schon geschrieben. Also ich hätte nicht einfach können, so, ja, ich antworte das später machen. Ich weiss, ich war in der Küche und mein Dad war auch in der Stube. Und ich frage einfach meinen Dad, Papi, der Can hat das geschrieben, was soll ich antworten? Was antworten wir da? Und er macht so einen Joke. Ja, schreib, ausführen geht, aber einführen geht nicht. Und ich habe es geschrieben. Ich habe gedacht, ja komm, gut, schreib mir. Nice. Das Beste ist, was hast du eigentlich über die Nachricht so gedacht? Ich habe im ersten Moment das Gefühl gehabt, das bedeutet so, also es war so ein bisschen wie ein Chord gewesen. Ah, was? Ja. Aber du jetzt nicht so, als ob ich dir das noch nie gesagt habe. Ja, ich habe einfach gemeint, du hast gedacht so, ich will einfach nicht ins Bett, aber so... Ja, aber halt. So wie... Das hat für mich so ein bisschen geheißen, so ja, aber nur so als Kollegen-mässig, weißt du, was ich meine? So, ja, wir können schon mal was machen, aber wie... Also das habe ich nicht gewusst. Nö. Jungs, ihr seht, wie spicy das Video ist, da kommen sogar zwischen uns neue Sachen an die Luft, Alter, what the fuck. Wann habt ihr das erste Date gehabt, wo sind ihr angegangen? Ja, haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, oder? Ja. Also bei uns am ersten Date sind wir Schlittschuh. Ich weiss gar nicht, wer die Idee hatte. Irgendwie wer hat mich das gefragt und nachher haben wir einfach gesagt... Es war einfach Winter und irgendwie wo so Weihnachtszeit, was kann man machen, ist irgendwie eine nice Aktivität. Voll. Und es war eigentlich mega romantisch gewesen. Wir sind nachher noch zu ihm heimgegangen, Pizza essen und es ist extrem spät geworden und ich habe keinen Zug mehr heimgegangen und dann habe ich halt bei ihm gepennt. Ja. Und meine Eltern haben nicht so Freude gehabt, aber es war nice gewesen. Ja. Wir hatten mega viele Gespräche, wir haben bis um 4 Uhr in der Nacht so geredet. Voll. Wer war zuerst verliebt gewesen? Oh.
Finde ich noch schwierig. Also wir könnten ja darauf schliessen, weil ich dich gefragt habe. Aber das heisst ja nicht, dass du verliebt bist, sondern vielleicht, dass du Interesse hast. Voll. Aber so verliebt ist, ich glaube, mehr so eine, weißt, das ist einfach passiert bei beiden so, du datest dich und dann datest dich immer mehr und dann schreibst du mir, lernst dich kennen. Ich glaube ja, auch so ein schleichender Prozess. Ja, voll. Sind wir schon von Anfang an aufeinander gestanden? Nein, ich absolut nicht. Also nicht absolut nicht, aber es ist jetzt nicht so ein, ich weiß nicht, das Liebe auf den ersten Blick. Am Anfang bist du eigentlich mit der Friendzone. Es ist irgendwie bei mir erst blöd die Frage gekommen, wo du mich auch gefragt hast nach einem Date, weil ich irgendwie selber auch das Gefühl habe, ich bin bei dir in der Friendzone und so. Ich habe gedacht, wir verstehen uns einfach gut. Ja, aber ist ja auch so gewesen. Haben das von Anfang an Kollegen, Familie gesagt oder zuerst ganz geheim behalten? Also Social Media haben wir sowieso daraus gehalten, weil allgemein so etwas in der Öffentlichkeit schauen, wenn du frisch etwas anfängst, ist nicht so ganz schlau. Nein, ich weiss einfach, es war vor allem irgendwie weird gewesen, dass die YouTube-Friends sagen, weil die uns halt beide kennen und irgendwie man so in der gleichen Bubble ist oder in der gleichen Freundesgruppe und dann heisst es plötzlich so, ja, wir sind zusammen. Ich weiß nicht, also ich glaube, wir haben das ganze Dating, wie wir uns datet haben, wir nicht preisgegeben und erst, als wir zusammen waren, hast du in einem Discord ihnen gesagt, ja, ich bin übrigens mit der Nati zusammen und ich bin hinten dran und sie haben nicht gewusst, dass ich hinten dran war. Digga, sie waren so erstaunt. Ja. What the fuck, das war fun. Wer hat beim ersten Date gezahlt? Weißt du das noch? Nein, habe ich gezahlt. Ah, oh mein Gott! Hast du gezahlt? Ich weiss es noch! Ich weiss es noch! Also, ich weiss nur noch, dass beim Schlittschuhln sind uns Tickets geschenkt worden. Wir sind so lange angestanden und plötzlich kommen so zwei Frauen zu uns, brauchen die Tickets. Ja, und dann so ein Bändeli einfach geben. Und das Funny ist, ich habe das Bändeli jetzt noch. What the fuck? Ich habe das nie abgezogen und er findet es grusig. Es ist doch voll romantisch. Es ist keine cute, aber es ist auch keine hässlich. Ist es schwer für euch, die Beziehung privat zu behalten? Also jetzt vor der Öffentlichkeit? Ich glaube am Anfang ja mega. Also wie ganz am Anfang so ein bisschen nicht, aber nachher schon, weil es ist so frisch und eigentlich willst du so dein Glück vielleicht ein bisschen teilen oder irgendwelche Sachen, nice Fotos posten, bla. Voll. Ja, und nachher, als ich dann aufgehört habe so ein bisschen mit YouTube, ist es glaube ich so ein bisschen einfacher geworden, weil es in diesem Rahmen so ein bisschen abgenommen hat, weil ich nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit war, allgemein bla. Ich habe mir einfach den Zeitpunkt verpasst, um es zu machen. Und dann hat es sich irgendwann so angestaut und man hat so richtig gespürt, wie man einfach eingeschränkt ist in gewissen Sachen. Und es voll normal ist, eigentlich schon so eingeschränkt zu sein. Oh. Wie habt ihr das vor der Kamera euch nicht anmerken lassen? Ich habe das nie gemerkt. Oder halt solange du so die ganz offensichtliche Sachen vermeidest, wie so ultra lang verliebt schauen oder halt küssen oder dich mega obvious berühren die ganze Zeit, dann ist es eigentlich noch easy. Weil ich habe sogar das Gefühl, wir spüren schon, dass wir sehr gut miteinander geweibt haben, immer so. Das vielleicht schon. Aber das ist halt, glaube ich, vielleicht ein bisschen unser Vorteil gewesen. Wir haben schon Videos zusammen gemacht, wo wir noch nicht zusammen waren. Und ich habe jetzt nicht sonderlich mehr Videos gemacht, als jetzt zum Beispiel mit dem Adi oder sonst irgendwie. Das Lustige ist vor allem, ich bin eigentlich zuerst mit dem Adi geschippt worden, darum hat sowieso niemand vermutet, dass wir zusammen sind. Von dem her ist das... Also der Adi ist zuerst geschippt worden und der Marc gefühlt ist auch zuerst geschippt worden. Stimmt. Perfekt. Perfekt. Freunde, das waren alle Fragen. Jetzt gibt es zum Schluss noch eine sehr, sehr wichtige Information, die noch schnell euren Blog nehmen und aufschreiben. Und zwar kommt am 26. August der erste Song von meiner kommenden EP. Also notiert es euch, schreibt es euch ein, checkt es dann aus, kommt mit Musikvideo und allem. Sie spielt auch drin mit. Stimmt, ich bin auch im Musikvideo. Vor allem, Freunde, immer kurz wissen, wirklich seit gefühlt Anfang von der Beziehung macht er Musik und es war immer ein Projekt im Hintergrund gewesen. Und es ist so crazy, dass es endlich rauskommt. Darum, ich bin mega hyped und ich glaube, du bist noch viel mehr hyped, aber... Ich bin auch sehr hyped, ich bin gespannt aufs Feedback. Ich hocke jetzt auch schon sehr lange dran. Danke vielmals, dass ihr das Video geschaut habt. Vergesst nicht, das Video zu liken und mich zu abonnieren. Und ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Cheers. Cheers. Kannst du bitte genau dann, bevor ich mich irgendwie abfange, rausschneiden? Dass es einfach so ist, ich springe so und du machst so und dann... Ciao, Leute.